Moin. Ah, ich will jum hit mal eine Geschichte verlesen, die handelt von der Eetkultur. Denn bei uns Eetkultur, da fragt man sich manchmal, ist der Mensch ein Aasfresser? In der Steintid, da haben die Menschen alles freden, was in den Müll gekommen ist. Aber der Spießplan, da stehen Fleisch und Fisch, Eier, Poggenhöt, Nöt, Honig, aber auch Würms, Engerlinge und ander Krabbeltüch. Und wenn das nur der Wissenschaftler für die Ernährung gehen hat, dann schuld wir uns bei Lüttenwetter noch uns Urvölker zurückbesinnen und ein Steintid-Diät mucken. Denn gibt dann auch nicht mehr so viel übergewichtige Menschen. In der Steintid haben die Menschen auch keinen hohen Blutdruck und allang kein Diabetes. Aber wenn das nur die Veganer geht, dann schon wie man all das ganze Fleisch von uns Spießplan stricken. Das wollen die Fleischäter, die Karnivoren, aber gar nicht mitmucken. Wie die Gourmets, da muss das Fleisch man bloß lang genug abfangen. Erst wenn das Striemelfleisch wat zwatt und muchelig ist, denn ist das Rieb tun eten. Aber nee, so wat is in meinen Augen doch ekelhaft. So vergammelt Stück Fleisch ist doch wahrhaftig bloß noch wat für die Aasfresser. Wetten Sie, wat die Menschen mit de Schwein und de Ratten zu home haben? Mach's gar nicht noch denken. Die freten wahrhaftig eins, wat dat geben deit. So'n Kreaturen beträgt man auch als Omnivoren. Auf Hochdeutsch sagt man dort auch Allesfresser. Und so wat schuld wie Menschen sehen? Ich will aber kein Schwein und allang kein Röttweh. Wie Menschen sind aber von Natur und auch keine rein Veganer. Die sich bloß von Planten, so als Obst und Gemüse ernähren tun. All dat, wat mit Tieren zu tun hat, dat is für die tabu. Die eten nicht mal Wackelpudding. In dat Glibbertüch da ist doch Gelatine bin und die wat dat Ei wird von Köh und Schwein herstellt. Und so wat ist nicht koscher. Noch spliniger sind ja die Frutarier. Die gehen noch einen Schritt wieder als die Veganer. Und die eten bloß noch dat, wat von der Natur und all tot is. Dat, wat die Planten produzieren. Aber da bi selbstständig absterben. So als zum Beispiel Tomaten, Nöt, Beeren und Obst. Wat von Baumdolfohlen ist, so denn ich auch bloß noch Fallobst. Von Möhren und Kartoffeln luden sie die Finger. Die stehen nicht auf einen Spießplan. Ist ja kein Wunder, die fallen ja auch nicht vom Baum. Und sondern sind sie ganz schädig, wenn sie denn über die Ehe kommen. Und unter dem, was sie auch mit Mist von den Tieren düngt. Wenn das nur die Philosophie von den Frutarier geht, dann dürf ihn die Planten und die Tieren bloß noch ankicken. Denn die haben alte Hob auch ein Recht ob zu leben. Wo kann't angehen? All die Derten, die Grüntüch freten, Schob, Peer, Köh, Ziegen, die dürft die Planten freten, aber wie Menschen nicht. Bist du tuckig? Das ist ein Stück Verdullhus. Nee, die Frutaner, die gehören in die Klapsmüll. Ich eet wat wie schmecken da und lot mi dat von nims verschrieben. Denn hol ich mi doch lieber an die Freganer. Die schlüten zumindest kein Lebensmittel ut. Die eten aber auch bloß dat,
was sie selbst produzieren. Aber auch was aner Lüd wegschmitten. Sie will damit klar mucken, dass das mit der Trümmasen von Lebensmitteln nicht so wiedergehen kann. Tja, und dann gibt das ja auch noch Lüd, die wissen nicht so recht, wo nehmen sie zu hören. Man sagt doch eher auch Flexitarier. Die können nicht so recht den Drei kriegen und sich entscheiden, für was für eine Eatkultur sie zu hören. Sie will von eins was eten. Hauptsache, dass das gesund ist. Eten hin, eten her. Wiss ist aber auf jeden Fall, dass die ganze Nahrungsindustrie uns umkrempeln will. Die will uns wiesmucken, dass all die Tieren für uns klimaschädlich sind und dass Fleisch eigens total ungesund ist. Dass das künstliche Herstellen, die Produktion von Fleischersatz viel zu teuer ist und auch noch die Monokultur von Soja nicht gut für die Umwelt ist, davon wollt ihr nix weten. Die Karnivoren, also die Fleischeter, die müssen bloß aufpassen, dass der Herbivoren, das sind die Grüntüchfreter, sie nicht unerkriegen. Aber warum möten Eat-Fanatiker sich das Eten gegenseitig mies mucken? Soll doch jeder eten, was er will. Auch wenn er das vergammelte Fleisch ist. Vergnüg anzukicken ist er aber, wenn ob in 4 so ein opulent Buffet optisch wart. Wenn er denn heit, das Buffet ist eröffnet, denn schast aber mal sehen, wo unhungerte Lüd sind. Die ersten, die sich da anstellen, das sind meist die Omnivoren, die alles und Fleischeter, die eins in sich rinproppen. Ja, Männlich ein kann aber auch nicht genug kriegen. Die war dann so richtig ton Aasgeier. Und nehmen eins mit, was die Tisch so hergeben darf. Sogar rohes Fleisch. Bei den Veganer, dort dreht sich der Morgen wenn die dort kicken. Die können sich dort so richtig ekeln. Naja, die eten denn ja auch eben von der Dekoration, das Grüntüch, das was die alles Freder und Aasgeier noch lotten haben. Ja, und was sagt die Doktors? Esse abwechslungsreich, dann lebst du gesund und bleibst so gesund. Und in diesem Sinn, holt schon fruchtig und fred nicht immer den ganzen Bug voll. Holt schon mit einer Motrüch. Tschüss.